Noven zusammen. Und alles klar soweit. Beim letzten Mal sind wir ja schon mal so in das Amana-Gebiet eingetaucht und schon gesehen, das kennt nervig wäre mit dem Wasser und den Abgründen und so weiter und so fort. Aber gut, wir gucken uns die Geschichte jetzt heute noch mal ein bisschen genauer an und vielleicht packen wir es bis zum nächsten Bossgegner. Also, viel Spaß. So. Ha. Knapp vorbei ist Adennebel. Ich weiß, wovon ich spreche. Ach, guck mal, aber weg ist sie. Er, sie ist, wie auch immer. Nee. Neuer, gleicher. Ah, es ist der zappelt noch, weil er tot ist oder was? He? Das hat man ja manchmal, dass da noch so Kontraktionen haben. Also sowohl im Spiel als auch im Echt quasi. Ja. Ein scheiß Hitbox, ne? Wär ich getroffen, obwohl ich dich nicht treffe. Das ist schon blöd. Ja, gut. Kommt der jetzt angeschlappt? Jo. Sehr gut. So, du mischt aber eigentlich noch von denen Viecher sind. Du rechts. Ah ne, die habe ich glaube ich platt gemacht. So, dann mischt hier hinten noch irgendwo so ein Sinn. Reicht das vom Bogen her? Das ist schon weit, ne? Doch, das reicht. Noch einer. Sehr gut. Wo waren jetzt noch einer? Also was mich jetzt interessiert, sind aktuell vor allem diese komische Typen, die den Fernangriff machen. Weil die mir am meisten auf die Schlembembel gehen. Die ist natürlich weit weg dahin, aber das reicht ja auch wieder, um mich zu treffen, ne? Von daher gehen wir da gar kein Risiko in. Ich tu mir die Arme beiseite schaffe. Noch einer, das kennt reichen. Jo, sehr gut. So, jetzt kennt man langsam. Also war doch nicht links noch irgendwo ein? Also hier ist erstmal noch so Heinz. Das ist schon mal gut, dann machen wir den zuerst. So. Aber du war da noch ein, oder? Hier, guck mal, du genau, du hinten ist da noch ein. Shit. Ja, so ist besser. Ist jetzt natürlich weit weg, das heißt, die Pfeile, die ich brauche, um die kaputt zu machen, das wird natürlich verhältnismäßig immer mehr, je weiter die weg sind. Und jetzt scheint es auch zu weit weg zu sein, das heißt, jetzt treffe ich sie gar nicht mehr. Kann ich natürlich so ein bisschen drauf zulaufen. Aber dann werde ich wahrscheinlich an diesem Steinding hängen bleiben, schätze ich mal. Ja, vielleicht. Und du links, du ist zwar unscharf, aber das ist auch noch so viel, oder? Noch einer. Ja, okay. Genau, hier ist ja auch noch so ein Teil. Aha, das ist hier hinten dran, genau. Ja, das zieht jetzt auch wieder deutlich mehr ab. Die ist halt dann schon näher. So. Okay. Jetzt müsste man doch eigentlich relativ viel von denen haben, oder? Das heißt, jetzt können wir hier unsere Hammerschwinger holen. Alter, dass die immer so 360 Grad Schwinger drauf haben.
Gut. Sehr gut. Ja, wenn du mal hinter kommst, geht's eigentlich, ne? Aber das ist halt, timing-technisch ist das manchmal echt gar nicht so leicht, finde ich. Jetzt würde ich eigentlich ganz gern von denen da noch ein paar hier wegschaffen. Damit wir hier auch noch ein bisschen aufgeräumt haben, quasi. Und uns hier ein bisschen freier bewegen können. So, guck mal, du ist hier. Nein. Hier hinten wäre noch einer, ne? Genau. Komm du her. Sehr gut. Ich kann mal helfen. Er macht wenigstens, was er machen soll, ne? Nicht so wie die ganze andere. So. Eigentlich bin ich jetzt der Meinung... möchte ich hier relativ gut aufgeräumt haben. Na gut, du ist noch so viel. So. Ich sehe hier jetzt gerade nicht mehr so viel. Packe mir das. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, wo wäre der bereit mit uns zu kämpfen? Wo es uns auch noch einigermaßen gefällt. Wow. Seit wann ist der dann so schnell? Das traut man dem gar nicht zu, oder? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Man läuft halt immer Gefahr, dass er so 360-Grad-Schwinger macht, ne? Und dann hat er halt wirklich Glück gehabt. Das war nämlich die grüne Leiste leer. Der hätte mich jetzt mit dem nächsten Schlag auf jeden Fall getroffen, ne? Da wäre kein Weg dran vorbeigegangen. Aber so hat er Pech gehabt. Okay, also. Eigentlich müsst hier jetzt relativ gut gesäubert sein alles. Jetzt muss ich aufpassen. Nein, bitte nicht. Danke. Also hier in dem Gang, da war noch eine Zaubererin. Da bin ich mir relativ sicher. Genau. Aber du musst mir eigentlich nicht mehr da hinkommen können, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, den Abgang zu machen. Irgendwas raschelt du. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel neigt auch dazu, eine so ein bisschen paranoid zu machen. Jetzt müssen wir hier aber gut gucken. Irgendwas muss der hier bewacht haben, oder? Das sieht so aus, als könnte man da noch irgendwie gehen. Ja. Okay, da ist ein Tor. Und für das Tor haben wir natürlich keinen Schlüssel, das ist klar. Ah ne, das wusste ich. Ich wollte nur noch mal gut. so scheiße, ey. Ach, hör drauf. Die Steuerung ist so schlecht. Und die Kameraführung ist so schlecht.
am meisten ärgert mich daran, dass ich jetzt wieder eine ganze Scheiß von vorne machen muss. Jo, komm, hock direkt wieder an. Das ärgert mich jetzt halt wirklich am meisten, da ich eine ganze Mist jetzt wieder machen muss. Kannst du wieder hocken und dann 30 Jahre lang mit dem Bogen rumfuhrwerke. Da hol ich wieder den Hammerschwinger am Start da vorne. War du nicht auch irgendwo ein? Ach, ganz da hinten, ne? Hehehe. Babum. So, dann hätte ich gern da hinten die. Da war doch. Ah, da drüben war sie. Ist natürlich eine relativ ungünstige Stelle, weil die so weit weg ist, ne? Aber du war du nicht ein, die war noch weiter weg, oder? Weil die Sto hat jetzt noch sogar relativ schnell gegangen. Du musst dann irgendwo noch ein gewesen, die noch weiter weg war, oder? Genau, die habe ich gemeint. Die war ja noch weiter weg. Das war die, die so ewig lang gebraucht hat. Aber für sowas ist der Bogen dann schon praktisch, ne? Es ist nicht zu glauben, ne? Jetzt hat die noch eine Energie oder so ähnlich. Naja, gut. So. Sehr gut. Hier müssten noch irgendwo so fies sind, ne? Das ist halt schon gefährlich. Dann denkst du, ah ja gut, ist ja nicht, du kannst nicht drauf zulaufen. Dann bist du aber halt auch ruckzuck irgendwie hast du einen Abgrund über sie und bist dann da drin gehupst, ne? Ist halt dann auch scheiße, ne? Ja. Komm bitte mal hier quasi so ein bisschen mittig auf den Steg drauf, dass wir so ein kleines bisschen tanzen können miteinander. Alter, kannst du den jetzt bitte einfach anvisieren? Nein! Amos Timing verloren, ne? Und dann bist du am Arsch. Amos Timing verloren und direkt kriegst du auf die Fresse. Du kennst das Spiel halt da wirklich nix. Das zieht's dann wirklich durch. Guck mal, warum ist denn der Bogen jetzt abgenutzt? Nur weil ich mit dem geschossen und ich meine, für was soll er denn sonst stoßen? Was geht mit dir ab? Kannst du in den Abgrund gehupst kommen, wenn du willst. Hä? Ah, der hinten scheint mal rumlaufen zu können, okay. Ja, bist du dick vor. Obwohl, ja, guck, ja, doch. Vielleicht da nicht. Packt das? So bin ich. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Einfach, das ist wie im echten Leben. Einfach nur ein paar Angebote gemacht. Und das Beste gehofft. Oh, fuck, ey. So. So. Man muss einfach clever sein. Fertig. Gut. Hier war jetzt noch einer. Das ist durch die Spiegelung. Es sieht man halt auch nur ganz schlecht, wo jetzt dann wirklich der Abgrund auf einen lauert. Und wo nicht, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie im Gefühl, dass da auch noch irgendwie irgendwas fehlt.
So. Jetzt können wir uns an unser Schneckchen hier wieder von hinten anmachen. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt wäre die Frage, prinzipiell, wie weit kommen wir, um das Ding zu holen, bevor der triggert? Sehr gut. Weil den brauchen wir jetzt hier nicht zu bekämpfen, ist hier Schwachsinn. Weil, da hinten ist nur die Tür, die zugeschlossen ist. Das heißt, du kommst jetzt hier erstmal nicht weiter. Ja, es ist, ne, wenn du dann so vom etwas höheren ins tiefere gehst, das siehst du dann auch immer nicht so genau. Ah. Nee. Danke. So, hol den Bogen bitte raus. Zack, einmal frei. So, erstmal haben wir hier noch irgendwo was. Nee, ne? Das sind jetzt erstmal keine. Das heißt, der einzige wäre jetzt der Kollege. Wäre jetzt der Kollege hier. Das müsste man hinkriegen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn man den durch hinten auch noch machen kennt. Das müsste aber noch gehen. Zieht sogar noch verhältnismäßig viel ab, finde ich. Müssen wir... Ja. Tun wir schon mal Spanne. Das finde ich gut. Geh über zu Dark Souls 1, wo das jetzt aus meiner Sicht nicht ging. Kann ich hier nämlich Spanne, Ziele und gleichzeitig gehe. Okay. Okay. Können wir hier noch gehen? Ja, okay. Ja. Okay. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage. Wo gehen wir jetzt hin? Dorthin? Oder versuchen wir hier ein bisschen nur rechts zu gehen? Ich weiß nicht. Denkt mir halt oft, wenn du Sträucher sind, dann ist du schon okay Abgang. Aber ich hab du... So, ich hab du nämlich ein ganz schlechtes Gefühl dabei, der ganzen Geschichte. Noch eine. Ah, nee, vorbei. Gut. Jetzt könnte man natürlich dorthin gehen. Wenn die dort gestanden hat, dann ist das hier wahrscheinlich so, ist sie dann wahrscheinlich noch was, oder? Man könnte hier nur links gehen, das ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay, hier ist der Abgang. Also Abgang, ne? Der Abgrund muss man jetzt sagen. Ich mache dann vielleicht der Abgang. Okay. Ja, ja. Ach, das ist noch so eng. Nix. Nimm doch jetzt bitte das Ding beidhändig. Warum musst du auch immer alles auf dem gleichen Knäpfchen sind? Oh, da muss ich aufpassen. Da habe ich nicht viel Luft. Ja. Fall gerade runter. Tschüss, danke. Wenn dort Säule sind, heißt das, dass ich dort gehen kann, ne? Okay. Ja. Estus Flakonscherbe. Ach, ohne Truhe. Das hat sich schon gelohnt. Also mit der Scherbe, mit der Truhe weiß ich noch nicht. Sonnenlichtschwert, also Zauber. Okay. Alter, jetzt mach bitte nicht den Abgang jetzt hier, bitte. Ich hab jetzt keinen Bock, dort überall noch mal anzugehen. Du kannst halt auch nicht schnell machen, du. Wenn du schnell machst, dann hol ich die Arschkarte zu.
Das ist... Ich guck gerade auf Rocket Beans TV. Beef Junior. Da haben sie irgendwann das letzte, ich weiß nicht, es war glaube ich nicht das letzte, ich glaube es war der vorletzte. Die vorletzte Folge. Da haben sie glaube ich Pummelparty gespielt oder wie es heißt. War ich das nicht schon? Bin ich dort nicht hergekommen? Und das war so ein Spiel, das so ähnlich wie hier quasi so, ja, sagen wir mal so eine Art Labyrinth auf dem Boden, so Labyrinth aus Stegen, nennen wir es mal. Und dann ist quasi von Zeit zu Zeit quasi wie so Nebel kommen. Okay. Und hat quasi alles abgedeckt. Außer der Punkt, wo du gerade stehst. Und dann hat sie natürlich... Ah jo. Und dann hat sie natürlich verschiedene Optionen. Eine Option war, dass du quasi hingehst und du stehen bleibst. Die andere Option ist, du versuchst dir möglichst genau einzuprägen, wo die Stege lang gehe. Und du dann versuche, um schneller zu sein als die andere, zu laufen, während du quasi während du quasi nicht siehst, wo du hingehst. Das heißt, du musst dir dann natürlich irgendwie versuchen zu behalten, wie war der Verlauf des Weges und so weiter und so fort, ne? Hat dann aber auch das Risiko, dass du den Abgang machst und halt dann einfach gut bist. Fertig. Dann musst du halt wieder von vorne anfangen. So ähnlich ist das du auch, ne? Nur, dass es halt immer scheiße ist. So, was geht mit dir ab? Tschüss. So, jetzt mischt man halt wieder gucken, dass man da hinten den Zauberkönig wegdreht. Da hinten die Wurzeln, die gehen ja auch weg, haben wir ja eben gesehen. Jetzt ist da nur die Frage, geht die so weg, dass man das, also dass uns das was bringt, oder ist da wieder hinten dran so, sagen wir mal so, Alter, ich kann dann aber auch nicht mehr springen. So, tschüss. Wenn sie sich treffe, dann kann ich nicht mehr springen. Das ist schon nervig, finde ich. So, jetzt nehmen wir nochmal den Bogen raus. So war doch nämlich noch so Zauberer. Oder war das so einer der... Ne, das war auch so ein normaler, ne? Gut, das ging hier noch. So, holen wir unser Stecher raus und dann stechen wir ihn ab. Wenn man eine Anvisiere kennt, ne? Was man natürlich nicht kenne, ist klar. Gut, jetzt könnte man theoretisch da hingehen, wo die Wurzel ist. Wir haben hier aber links, rechts natürlich auch noch einen Haufen Items da hinten, ne? Die ich mir gern hole, die. Sehr gut. Hier ist noch ein. Ja gut, das brauche ich jetzt natürlich nicht, dass 2 von denen auf einmal kommen. Dann gehen wir schön wieder in unsere Haustür rein. Da können sie zumindest nicht beide gleichzeitig rinkommen. Sehr gut.
Irgendwie hatte ich jetzt zwischendurch zweimal das Gefühl, da sie mich getroffen, aber Energie abgezogen habe ich jetzt nicht. Zumindest kann ich jetzt nicht erkennen, dass ich übermäßig viel mehr Energie abgezogen hätte, als ich davor gehabt habe. Naja, gut, ist ja egal. So, jetzt wäre ganz dahinter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen weit, hä? Ach, ne. Sogar noch relativ viel. 108, 104. Vorhin hatte wir einen, da haben wir hier immer nur 273 abgezogen. Wie weit waren die dann weg? Das geht dir dann eigentlich noch, ne? Noch ein Schuss. Tschüss. So, jetzt war du rechts, glaube ich, auch noch irgendwo ein, hatte ich gemeint. Okay, erst Monett. Ich würde jetzt eigentlich gern hier rüber gehen und bei den Wurzeln gucken, was das abgeht. Okay. Ich habe halt einfach fucking Schiss, dass ich da irgendwie Abgrund überziehe und Abgang mache. Was machen wir denn jetzt? So. Das ist jetzt auch eine gefährliche Situation. Nein! Lauf doch bitte nur Pfanne. Genau. Ach, so weit kommen wir nicht. Okay, aber hier bin ich relativ safe. Also kann ich jetzt nicht irgendwie links, rechts runterfallen, oder? Das sieht eigentlich ganz gut aus. In der Höhle weiß man es natürlich wieder nicht. Aber wenn der das stehen kann, dann mich ich das ja auch stehen können, ne? Okay. Noch einmal bitte der Umfaller. Gut. Um nicht zu sagen, sehr gut. Okay. So mischt man jetzt eigentlich... Es ist halt so dunkel, du siehst ja halt auf dem Boden nicht, was abgeht, ne? Aber das wird ja... Lebensring plus 2 ist ganz gut. Wobei ich ringtechnisch eigentlich aktuell, finde ich... mehr oder weniger das Optimum rausgeholt habe aus den Ringen, die ich aktuell habe. Ich kann jetzt natürlich nicht ausschließen, dass ich zwischendurch mal Ring über sie habe. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Gut, der ein oder andere Ring, den könnte man natürlich jetzt auch plus 2 hauen, den ich nur normal habe. Das ist klar. Ach, die habe ich über sie, mein Mädchen. Kann ich gefahrlos zu dir rennen. Ich fand das jetzt insofern riskant, weil welche, die geht dann einfach hin, ich schlafe hinterher und dann ist irgendwie unterwegs so Absatz, ne, wo die dann so drüber steigt und ich zack, Abgang. Aber ja, nee. Normal eher nicht wahrscheinlich, ne. Drache-Amulett habe ich jetzt natürlich auch unheimlich viel Ahnung, was ich damit anfangen könnte. Wer können sollte. Aber habe ich einige ingesammelt jetzt, ne. Gut, also in der Hütte hier hinten waren wir, jo. Das heißt eigentlich, was jetzt noch fehlen wird, wäre alles da hinten in dem Eck. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da so ohne weiteres hinkomme. Das sieht jetzt... Oh. Ja, ja, ja. Das sieht nicht so aus, als kenne ich das jetzt bei der Lava, wenn ich ehrlich bin. Es könnte natürlich sein, dass man, wenn man durch die Nebelwand geht, dann dorthin rechts weiterlaufen könnte. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Weil hier ist sie jetzt erstmal der Abgrund. Ne? Du weiß ich nicht, ob man so weit nur links komme dann. Die Frage ist, gehen wir jetzt durch diese Nebelwand
auf das Risiko hin, dass wir da den Bossgegner haben. Mit 7 Flakons und knapp 50.000 Seele. Dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir die verlieren. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Aha. Habe ich natürlich auch wirklich überhaupt keine Lust. Also wirklich gar keine Lust. Hier irgendwie das Ganze noch mal zu machen, um zu dieser Nebelwand zu kommen. Wenn ich jetzt sage, hopp, dann hocke ich mich vorher mal oder so. Okay, noch 5 Lebenssteine. Ja, da hinten waren wir ja schon mal. Oder? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren gerade. Also ich glaube, hier hinten sind wir rausgekommen. Da waren wir drin. Das? Da hinten war es Leuchtfeuer. Genau, dort hinten, genau, dort sind wir hingelaufen. Und haben dort den einen Zauberer und die Etru gefunden und kaputt gemacht. Genau, okay. Nee, also gefühlt würde ich sagen, hier geht es jetzt erstmal nicht vorwärts. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir dann mal Richtung dieser Nebelwand und gucken mal, was da auf uns wartet. Oh, das ist arg gefährlich, ne? Ich würde eigentlich dazu tendieren zu sagen, dass das Bossgegner ist. Ja, Geheimfahrt versucht recht, aber da komme ich ja im Leben nicht bis ganz um die Ecke, oder? Komm, bitte los es Bossgegner sind. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Gut. Ich hätte jetzt nämlich wirklich relativ gern was ist denn das für ein komischer Nebelstaub? Ich hätte jetzt halt relativ gern Leuchtfeuer. Ah, da ist er eins. Sehr gut. Ja. Wir aktivieren das nur, dann können wir uns notfalls wenigstens dorthin beamen. Oh, fuck. Ist das der Mama-Schlumpf? Aber jetzt zu dick und kommt doch nicht raus, oder wie ist das? Wie viel Schade macht denn du mein Bogen? Ausreichend schade, als dass ich sage, du geh ich jetzt nicht an, ne? Das ist mir nämlich zu riskant. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir da lang kommen. So, genau. Und das hier ist jetzt quasi die Stelle, die wir vorhin von dort hinten gesehen haben. Schätze ich mal. So, noch 3 wahrscheinlich. Noch einer. Hey, du schon mal... Ah, ne, hat gereicht. Runtergefallen wahrscheinlich. Was war das jetzt für ein komischer Zauber hier? Ja, ihr Leid, kommt doch bitte mal ein bisschen näher, dass ich euch nicht so aus dem Auge verliere. Die wollen es jetzt aber auch nicht mehr wissen, ne? Jetzt ist es rum.
Also Zauberer. Sehe ich hier jetzt vorerst mal nicht mehr. Was geht mit dir ab, du Hinne? Bist du der du den Nebelstaub macht, oder was? Ach, das kennt gehe. Am liebsten wären wir jetzt die zwei, du. Alter, das krieg ich zurück. Warum hat denn der das Scheiß... Jetzt tut der was trinken, ey, du kennst dich echt Platze. Ich will doch das Ding nur in 2 Händen. Ich verstehe gar nicht, warum der das immer nicht in 2 Händen hat. Jedes Mal, wenn ich die Waffe wechsle, nimmt er es einhändig. Wer will denn das Ding einhändig nehmen? Nimm's doch einfach zweihändig. Ist doch jetzt nicht so... Der ist schon wieder, oder ist einhändig? So, das war's für heute noch. Also, der nächste Bossgegner haben wir noch nicht gefunden, aber das nächste Leuchtfeuer. Wie erwartet ist das Gebiet schon ein bisschen nervig, das muss man sagen, wie es ist, weil man halt schon sehr aufpassen muss, dass man nicht einen Fehltritt leistet sich. Aber wir haben es, denke ich, ganz gut hinkriegt. Ach, wenn man an der A oder an der Stelle vielleicht ein bisschen blöd war, aber ist egal. Am Ende des Tages haben wir das nächste Leuchtfeuer gefunden und ich gehe mal davon aus, der nächste Bossgegner wartet auch demnächst auf uns. Von daher, danke, dass ihr dabei gewesen seid, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.